Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline, das Retzenreich Meir David. Wir haben ein Programm für euch heint, La Kaved Pesach, haben wir eine Sache, Wünsche Vanjas und Begrüßungen von allen unseren Unterstützer und guten Freunden. Wir haben via Hauptattraktion ein Bericht von unserer Freundin, was hat geredet bei uns etliche Mal, Gitu Zikovic, was lebt in Jerusalem. Aber trotzdem haben wir noch eine Sache interessante Sachen für euch von guten Freunden und Stützer, wie gesagt. Und ihr werdet euch hören schöne jiddische Pesach-Musik und ich hoffe, ihr werdet es noch haben. The Butchery, Jatke und Essenbar Geschäft, befindet sich in Brookline, 428 Harvard Street, Brookline. Und sie haben eine Auswahl von aller koscher, glatt koscher Fleisch. Und alle zugeräte Meicholim sind jetzt glatt koscher. Der Butcherie wünscht euch alle a freilichen und gesunden und süßen und koscheren Pesach. Kommt rein in Butcherie, 428 Harvard Street, Brookline. Telefon 617-731-9888. 617-731-9888. A süßen, koscheren Pesach. Good Yontif von The Butchery in Brookline. Mein Name ist Tanja Leftman und also, als es kommt jetzt Pesach, wollte ich alle Menschen begrüßen und wünschen jedem ein gesund und freilichen Pesach. Von mir und von meiner Organisation, wo sie ist, the Jewish Holocaust Survivor of Greater Boston, wünschen nach ihr sollt haben a freilichen Jontef. Jetzt will ich auch sagen, als dem 1. Mai 2 Säger sein der Yom HaShoah und sie sein virtual, sie nicht sein in Ephemeral, sie sein auf dem Computer. So, ihr wollt es haben, Janet Stein wird auch euch schicken, alle die verschiedene Sachen, Eda Pesach. Wir dürfen sein sehr dankbar, wo die Zeit ist ein bisschen besser, der Covid hat uns ein bisschen verloren und jetzt darf man sich nicht trugen, die Maske, können wir sich treffen mit der Familie und haben einen größten Seder und jeder einer kann kommen zu einem zum Zweiten. Noch einmal wollte ich halt alle begrüßen und wünschen auch einen freilichen Jontef. Seid alle gesinnt und alles Beste.
Hagode da, Bonin da, der Hochem und der Tam. Der was weiß nicht, was zu fragen, und der was fragt nicht da. Teure Zuhörer zum jüdischen Chor, das redet zu euch Scholem Beinfeld. Ich habe dem Covid und dem Vergnügen zu interviewieren von Zeit zu Zeit auf unser Programm interessante Persönlichkeiten von der Welt von Jüdisch. Ich will euch alle wünschen, teure Zuhörer, a süßen und a koscheren Pesach und euch damonnen, als nicht nur ist jetzt hier mit Zerayim der Anheb von jüdischen Volk wie ein Volk, nur euch der Jontef von Freiheit und von dem Kampf vor der Freiheit. Wie es der Mond uns binem Hellas barimt Lied in Warschauer Ghetto ist jetzt heute Nissen, haben Juden gekämpft gegen Sklaverei und Nazismus, wie sagt in Lied, in heldischen Umkum in Leil Hashimurim. Und wir sehen euch heint, wie es kämpft heldisch das ukrainische Volk gegen dem Rosche, dem neuen Paare Putin und seine Armeen. Tolome pravendes Dorm mit unserer Bespoches und Feind und sein glücklich, was wir leben in Freiheit. Aber beschass meins, lass mal gedenken, als Vater Freiheit muss man stehen auf der Wach und sein Gerät für ihr zu kämpfen. All Dank und gut Jontef. War zwei Gold in das Siegel, die Kinderlach geschenkt. Tanzt darum das Siegel, das weiße Kind. Isa schwarze Katz verhorn, habt sie Neste Sorg. Adgajo, 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 Adgajo. Isa vida voli presus et Adgajo, Isa vida voli presus et Adgajo. Hitzer, Ketzale, der Hund, die säuft im Platz. Geht da Blum, geht da Sprung an, schäumt zu dem Platz. Tanzt da Reus, a Steckele von Wald. Warft sie, räumt dem Hund da rauf, im Skeppballe zu Spalt. Das ist Elliot Dovek von Israel Bookshop, Brookline, Massachusetts. Wir wollen bedanken alle Customers und wünschen allen a Chag Kosher und Sameach. Wir haben eine große Auswahl von Agodois in English und Hebrew, Kaorois, Sifra Kodesh und euch Sifra Chinuch. Kommt da rein und überzeugt sich. A Chag Kosher und Sameach vom ganzen Staff von der Israel Bookshop. Thank you. A gitten Frühling ach allemen, mitten unkim von de schöne warme längere Tag. Begrüßt ach du Gittel Schächter Wischwanat, die Vorsitzenden von der Jiddischliga.
Die getreue Ziehherres von des jüdischen Kol weißen a Wode wegen dem wichtigen Schliches von der Jüdischliga. Wir sind die einzige Organisation, was hat für ihr Hauptziel das Aufhalten Jiddisch wie a lebendig, sprudelig, handzartig luschen. Ot verspreiten wir jede Woche thematische Regimes Werte von der Woche, kedem soll können frei reden wegen verschiedener Themen. Letztens, Lemuschel, haben wir so eine Regimes gedeckt, die Olympiade, das heißt Sporttermine, Pirem, versteht sich, a Visit beim Doktor, medizinische Terminologie, in Eufelach, Werte verbinden mit dem Vernehmen sich mit Kinderlich. Wo wir dürfen wissen, wie soll zu reden, wegen die Themen auf Jiddisch. Die Jiddischlige geht aus dem ausnehmigen Journal auf den Schwell, wo es hat letztens gepravet sein 80. Jäuvel. Wer will sich geglaubt, dass ein Journal, was man initiiert, hat in 1941, soll noch heraus in einem schönen, modernen Format in 2022. Der Journal, handredaktiert von Dr. Miriam Trin in Jerusalem, ist umgepickt mit Artikeln, Erzählungen, Lieder, Zechroines, in Alts auf Alatisch lebendig luschen. Letztens ist heraus die zweite Auflage von unser prämiert arimnemic Englisch-Jiddisch Wörterbuch. In der vergrößerten Auflage sind zugekommen knappe 1000 neue Wörter, Synonymen in Ausdrucken, wie azul Wörter von dem so geriefenen chassidischen Jiddisch. Anu sagt, was noch für eine jüdische Organisation tita sa Arbeit beim heutigen Tag. Zum Sof will ich auch lassen wissen, dass wir planieren eine wichtige Konferenz mitgestützt mit Columbia Universität in dem jüdischen theologischen Seminar zum 15. Jahrzeit von Dr. Mordche Schächter, dem Gründer von der Jiddischliga. Wir hoffen, dass ihr wird werden ein Mitglied in stützen die Jiddischliga mit einer breiter Hand, kedei unsere Arbeit, unser Schaliches soll auch kennen weiter dienen auf lange Jahren. Es geht je auf leagueforyiddish.org und geht a Quetsch auf den Knäppel Donate. Wir wollen nachkommen a größen Jischkoich. Derweil wünschen wir euch, ihr sollt haben a süßen, a freilichen, in a kuscheren Pesach, in a Welt von gesinnt in Schulen. Seid mir gesinnt. The Butchery, Jatka und Essen war Geschäft, gefindet sich in Brookline, 428 Harvard Street, Brookline. Und sie haben eine Auswahl von aller koscher, glatt koscher Fleisch. Und alle Zugeräte Meicholim sind jetzt glatt koscher. Der Butchery wünscht euch alle a freilichen und gesunden und süßen und koscheren Pesach. Kommt rein in Butchery, 428 Harvard Street, Brookline. Telefon 617-731-9888. 617-731-9888. A süßen, koscheren Pesach. Good Yontif von The Butchery in Brookline. Mein Name ist Max Kellermann. Wir wünschen alle unsere Koinen zu einen gesinnten, freilichen Pesach und einen kuscheren Pesach. Also wir kaufen die Butcher und so einen kuscheren Pesach. Und allein bei uns tun das for many years to come. You know, the Butcher is eine von den besten Stores, was ich kann sagen. Und Menschen kommen von all over, because the Gachens is shopping to do, the Preise sind gut, the Bedienung is good. In der Atmosphäre, wo Menschen kommen heran und sieht einer sich im Zweiten. Also will einer sehen im Zweiten, kommt dann der Butcher, die treffen sich da. Also, ich wünsche alle the best. Wir sollen leben bei Jura und tun dieselbe Sache. Eine Frage, ist da eine stille Zeit zu kaufen? Es ist ein sehr verpackter Platz da. Man kann nicht atmen, es ist so verpackt und eng wie Sardines da. Es ist eine Woche, 2 Jahre. Verstehst? Ein ganzes Jahr ist genug. Also Menschen treffen sich, man hat Geduld, man redet alle, man trifft einen und zweiten, wo sie sehen sich nicht. Das ist der Platz, sie treffen sich und
aber keine Menschen. Ist so, ist nicht gefährlich, es ist eine Gelegenheit. Es ist eine Gelegenheit zu sehen Menschen. Gut, ich wünsche euch Sei gesund. kosher und freilichen Pesach. Ich wünsche dasselbe. Shalom Aleichem, alle Zuhörer von das jüdische Kol. Das redet zu euch Leah Sporer-Levitt von Boston, Massachusetts. Ich wünsche euch alle einen gesunden, freilichen, koscheren Pesach. Soll das neue Jahr, weil Pesach rechnet sich euch für ein Anheb, soll das neue Jahr uns bringen Shalom über der Welt, Gerechtigkeit soll über die Deihe, und in der Heim sollen wir haben gesund, Naches und Herzlache und eine Jüdischkeit. In einer guten Schor seid mir alle gesund. My name is Giselle Sikowitz officially, but most of the people call me today Gita. Shalom, a gitten Tug für euch, gitten Oven für euch. Ich hab mit Eng schon a Sachmol gerät. Und jetzt, bevor Pesach, will ich Ihnen suchen, a freilichen Pesach. Ich lebe in Jerusalem, der herrliche Jerusalem. Und wir gehen mir der sehr schwere Zeiten jetzt in Jerusalem. In den letzten 4 Tagen haben wir gehabt Terrorakten. 4 Tage, eins noch ins andere. Jetzt hat es viel gehört, jetzt hat es gesehen auf Television. Ich bin sicher. Und ich bin sehr erschrocken. Hand habe ich gesagt, gehen in der Früh zum Doktor. Und ich habe beschlossen, nicht rauszugehen. Weil nächten bin ich die halbe Nacht aufgeweckt. Ich habe gesehen, live, auf offenem Platz ist es gewesen, der Terrorakt nächten, das ist gewesen in Bnei Brak. Sei ein jüdischer, sei ein Charedi jüdischer Stutt. Wie sie du Sach Yeshivas dort, in a Sach Frimam Laiden, wo sie gehen mit langen Payas, in Berd, in a Becketsche, Kaften, in Pushet ist gekommen ein jünger Mann, in a herumgeschossen 5 Menschen. Und schrecklich zu sehen, das ist eine Sache. Die zweite Sache ist der Krieg in Ukraine. Und die dritte Sache ist, eine Sache, der Summit of Prime Ministers, wie David Ben-Gurion, Zichrono Livracha, ist beerdigt mit seiner Frau. Und das ist sehr ein schöner Platz. Ich hoffe, dass alle finden, wer sie hört, ist schon dort gewesen, weil es ist ein herrlicher Platz, wie Ben-Gurion ist beerdigt mit seiner Frau. Das ist wie der Negev Hauptsache. Hat gewollt, als man soll ihn beerdigen dort, soll sehen, wie soll der Negev entwickelt sich. Weil hat gehofft, als wie Negev wird sich entwickeln in eine lebendige Sache. Und darf man haben dem Negev, weil es sehr scheint und es ist wichtig, aber Hand, es hat sich umgehoben in der Süd, Durham, yes, in Daroma, wie es ist ganz hinten hat sich aufgestellt Stutt, wo sie heißt Jerucham. Und es ist so interessant, man kommt darauf bis Elat auf dem Highway, auf dem Weg,
in der Negev ist was. Und plötzlich sieht man eine schwarze Line, eine schwarze Linie. In das ist Jerusalem. Mit sehr scheine große Villas, weil dort kann man sich kaufen ein Haus, was wird gekostet $3 Millionen in Jerusalem, und dort stellt man sich allein auf ein Haus für $300,000. Und du dort Schulen, in Yeshivas, in alles, in entwickelt sich. Und die Armee, die israelische Armee, stellt auf verschiedene neue Gebäude, neue Binyanim für die Soldaten. Zum Beispiel man hat aufgestellt jetzt ein neues Gebäude, wo es wird sein, so wie ähnlich zu Yad Vashem, wo es ist in Jerusalem. Aber es ist in Negev, jetzt, Yom HaShoah ist in 3 Wochen, und man wird es öffnen. Chanukkat Habayis, und ich will auch dort sein, und es wird sehr interessant sein. Okay, was noch kann ich Ihnen sagen? Pesach kommt sehr schnell, und man arbeitet sehr schwer, weil man muss fertig werden, und jetzt weiß davon. Und ich hoffe, dass es jetzt betracht zu kommen auf Eretz Israel. Ich hoffe so. Ich wollte sehr gewollt sehen, und wenn jemand will kommen auf Israel, jetzt kann es mich aufrufen. Ich kann Ihnen geben meine Telefonnummer, und jetzt kann es mich aufrufen, und ich kann Ihnen sagen, für ein Leben in Eretz Israel. Okay? Meier, die bestätigt mir, als ich kann, als Menschen können mich aufrufen, also wenn Informationen über von Eretz Israel. Avada, das ist sehr breitherzig für euch anbieten, Menschen zu klingen, weil ich sehr gern übergeben meine Informationen. Ja, wir können mich rufen. Okay? Geht du eine Kleinigkeit, der hat nicht gerät wegen der Krieg. Was hat er zu sagen wegen dem? Okay, in der Ukraine. Was kann ich sagen, wenn ich habe gehört, als Russland steht dort mit schweren Gewehr auf der Grenze von Ukraine, aber gezittert. Ich will nicht noch kriegen. Ich bin da gegangen an der Shoah, und ich will nicht noch einmal einen Krieg. Aber ist sehr aggressiv gewesen. Und was ist interessant, kann sagen, jetzt weißt du es nicht. Aber das ist meine Sache, denn das geschieht in Eretz Israel, in der Government, in der Schilton von Eretz Israel. Als Mama Prime Minister, jetzt weiß ich von ihm, heißt Naftali Bennett, in Mama kind of in the Foreign Minister, in sie sind zusammen, in der zweite, Yair Lapid. Yair Lapid braucht übernehmen de Schilton, de Behörde, in 2 Jahren für Naftali Bennett. Das ist a joint Prime Ministry. Und wenn es hat ungeheuben der Krieg in Ukraine, Yair Lapid hat gleich hat sich ausgedrückt, also ist mit Ukraine immer mit sie helfen, weil sie sind ganz innocent, ganz unschuldig,
Und das ist ein Terrorakt, was Putin hat gemacht. Und der andere, Naftali Bennett, hat sich nicht ausgedrückt. Also er hat nicht geschickt Kampfgewehr für Ukraine. Und man hat gefragt, wie soll das in ein Memschala, ein Behörde, in zwei Partners, in einer ist mit einem mit Ukraine, in Naftali Bennett ist mit Russland, verwusst ist mit Russland. Aber man weiß man verwusst, weil uns kann man nicht wegwerfen von Russland. Weil Russland hilft uns in Syrien und uns brauchen wir oben einen starken Cover auch. Und das ist, man hat jemand gemacht, eine Analyse von Israel in dem Krieg. Und er hat gesagt, das ist nicht wie Schizophrenie ist. Der Mensch weiß nicht, wie er ist. Auf einer Seite oder die zweite, das ist coordinated effort, weil uns weiß man, also uns müssen wir haben auch das Recht, wir werden sein korrekt, aber wir müssen auch politisch sein an der right side. Ich hoffe, aber die ganze, wie soll es hat sich entwickelt, die Sache, als sei wir beide, Russland in Ukraine, sind fertig zu geben für Israel das Recht zu sein, Koordinator, zusammen mit Türkei. Ich lache Seider, das kleine Israel, was ist gewesen, gar nicht, für sehr kurze Zeit. In Hand ist es considered a world power. Zwei größere Staaten haben beschlossen, sie akzeptieren Israel into Koidem Israel, hat man gesagt, Koidem Israel. Israel soll sein the coordinator of the peace talks. Und jetzt mit Israels arch enemy Turkey. Also das ist sehr interessant, glaube ich. Man wird sehen, was wird sein dafür. Also entschuldigt mir, also ich habe ich verdrehe den Kopf mit verschiedenen Sachen. Sehr interessant, sehr interessant. Was tut ihr wegen der Sidurim Hayore? Wir haben bei sich allein ein Seder? Nein, das tue ich nicht mehr. Ich bin allein. Ich gehe zu meinen Kindern. Dem ersten Tag gehe ich zu einem Kind, den Schabbos gehe ich zum anderen Kind. Den letzten Tag, Achron Shel Pesach, gehe ich zu meinem dritten Kind. Er lebt in der Stadt, aber weit von mir. Aber ich meine, als Pesach wird sein, sehr schön für uns, als man wird uns lassen leben. Problem ist, man lässt uns nicht leben. Ich will Ihnen dank sehr schön, und ich will Ihnen wünschen, teilen, listigen Pesach mit dem Mischpuches in a Seder, a gesinnten Seder, und alle sollen gesinnt sein und alle sollen Freude haben für ein jüdischen Leben. Und ich freue mich sehr, dass es existiert, eine jüdische Station. Ich habe noch vergessen zu reden Jüdisch. Ich habe nicht ganz Platz wie zu reden Jüdisch. Aber ich vergessen. Kol Tov Lachem, Chag Kasher v'Sameach. Bye bye.
Cheryl Ann's of Brookline, einer Bäckerei mit Koscher und Parav-Gebäcks, mehr wie 25 Jahre, wünscht alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jüdische Kol a süßen und koscheren Pesach. Happy Passover from Cheryl Ann's. Cheryl Ann's befindet sich in Putterham Circle in Chestnut Hill, 10 West Roxbury Parkway, Chestnut Hill. Telefon 617-469-9241, 617-469-9241. Good Yontif von Cheryl Ann's. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir seien die zwei Mischuguim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jüdische Kol auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Wir kommen in Gichen zum Jontef Pesach. Und wir wünschen sich alle bekannte Kol Yisrael, alle Jiden. Es soll sein Scholem auf der Welt, special in Israel und da in Amerika und in der ganzen Welt. Wir hoffen, dass es wird sein besser. Und wir werden sein zufrieden von auf der älteren Jahren zu hören, dass es geht, sei von unserem Land Israel und sei von allen Menschen in der Welt und jeden bezeugen, jeden wünsche ich euch, als wir sollen leben überall ja und dann in einer besseren Lage in solchen Weggehen wie die schlechte Zeit, was mir umgab, in Scholem auf der Welt und Scholem in Israel. Und so, und so das, ich wünsche alle von dem was hören die jüdische Radio, als soll sein Interesse und soll sein zufrieden zusammen mit Kol Yisrael. Wir wollen wir hoffen, als wir sein besser und Scholem all Yisrael. Gut, schönen Dank. Noch eine Sache, könnt ihr geben euer Namen? Mein Name ist Mordechai Ben Koppel Morstein, als Leben gebliebener von der Shoah. Ich und mein Bruder. Das ist und alle sind umgekommen. Ich habe 2 große, schwere Bücher wegen dem, vom 2 Städten, wo ich habe gelebt. Dort leben meint nicht kein jeden schon. Sie ist sehr treuerig. Was soll man tun? Ihr wollt ermahnen, die Namen von der Stadt, seid ihr so gut? Ja, eine sehr bewusste Stadt ist Volozhin. Volozhin ist bewusst in der Jiden. Ist sie gewesen eine große Yeshiva in Volozhin. Mein Seide ist gewesen ein Rav in der Yeshiva. Der Seide ist gestorben in 35. Jahr, mehr oder weniger.
Das ist ein Stott, meine Mama kommt da raus. Und ich bin geboren in einer Städtel zwischen Bialystok, Grodny und Vilny, you know? Und die geheißen Pieski ist Sand, das ist ein gewinn gelber Sand, so sagt. Und es gewinn sehr ein feiner Städtel. Sehr lebendig in viel Leben in Israel von dem Städtel. Ich will noch singen nehmen. Was Zeug wird zu sorgen vor morgen, zu verlieren den Wein und das Glück. Was Zeug wird sie trachten wegen Nächten, weil das Nächten kommt kämen nicht zurück. Sie ist noch geblieben, mit der Sein zufrieden. Du lach, weil der Wein ist noch deins. Und der Nächten wird kämen nicht zurückkommen. Und am Morgen, wer weiß, was wird sein. Ein willst du ein Kind, liegst noch ein Wegel, bald wirst du a Tate, a Mame, geht's weg, a Tate, a Mame, der Teut stellt sich schritt, weil von Nächten beseint ist noch ein Minut, wo es Zeug mir zu sorgen, vor morgen, zu verlieren den Mind und das Glück, wo es Zeug mir zu trachten, wegen Nachten, weil das Nächten kommt kein Mund zurück. Es ist noch eins geblieben, mit Dasein zufrieden. Du lach, weil der Wein ist noch deins. Und der Nächten wird kein Mund zurückkommen. Und am Morgen, wer weiß, was wird sein. Danke, zufrieden und so sein Scholem all Israel. Amen, Amen. Ihr seid euch gesund. Kol Tuv, Aziz und Kosher und Pesach. Okay, ihr euch, bitte. Bye. The Butchery, Yatka und Essenbar Geschäft, befindet sich in Brookline, 428 Harvard Street, Brookline. Und sie haben eine Auswahl von aller koscher, glatt koscher Fleisch. Und alle zugeräte Meicholim sind jetzt glatt koscher. Der Butchery wünscht euch alle a freilichen und gesunden und süßen und koscheren Pesach. Kommt rein in Butchery, 428 Harvard Street, Brookline. Telefon 617-731-9888. 617-731-9888. Aziz kosheren Pesach. Good Yontif von The Butchery in Brookline. Chad Gadya, Chad Gadya. Chad Gadya, Chad Gadya. The Zabin Abba, the Zabin Abba, the Zabin Abba, the streets of the Labin Pub, the Maidum, Had Gadju, but it paid the little Zabin Abba, the streets of the Labin Pub, the Maidum, Had Gadju, Yes, schön, Robi, Lily Gadju, the Zabin Abba, the Zabin Abba, the Zabin Abba, the streets of the Labin Pub, the Maidum, Had Gadju, but it paid the little Zabin Abba, the streets of the Labin Pub, the Maidum, Yes, my, you be in the road, the Sura Blekro, the Kalvo, the Kalbud, the Shilling, the Yaffa, the Gadget, the Yaffa, the Gadget.
My name is Tanya Leftman, und als es kommt jetzt Pesach, wollte ich alle begrüßen und wünschen jeden ein gesund und freilichen Pesach. Von mir und von meiner Organisation, wo sie ist, the Jewish Holocaust Survivor of Greater Boston, wünschen nach ihr sollt haben einen freilichen Jontef. Jetzt will ich auch sagen, als dem 1. Mai 2 sein der Yom HaShoah und es sein virtual, es nicht sein in Ephemeral, es sein auf dem Computer. So, ihr wollt es haben, Janet Stein wird auch schicken, alle die verschiedene Sachen, Eda Pesach. Wir dürfen sein sehr dankbar, wo es die Zeit ist ein bisschen besser, der Covid hat uns ein bisschen verloren und jetzt darf man sich nicht tragen, die Maske, kann man sich treffen mit der Familie und haben einen größten Seder und jeder einer kann kommen zu einem zum Zweiten. Noch einmal wollte ich halt alle begrüßen und wünschen auch einen freilichen Jontef, seid alle gesinnt und alles Beste. Cheryl Ans of Brookline, eine Bäckerei mit Koscher und Parav-Gebäcks, mehr wie 25 Jahre, wünscht alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jüdische Kol a süßen und koscheren Pesach. Happy Passover from Cheryl Ans. Cheryl Ans befindet sich in Putterham Circle in Chestnut Hill, San West Roxbury Parkway, Chestnut Hill. Telefon 617-469-9241, 617-469-9241. Good Yontif von Cheryl Ans. Ihr hört das Jüdische Kol auf WUNR 1600 AM Brookline, das Stadtreich Meir David. Ich hoffe, Sie hatten noch gehabt von unserer Pesach-Präsentation für der Woche. Ich hoffe, Sie wird alle sein bei uns in die kommenden etliche Wochen, weil wir weiter spielen Begrüßungen und Präsentationen mit Pesach-dicke Themen. Ich will bedanken die Unterstützer, was haben uns geholfen mit unserem Programm heute. Die Yiddish Liga, Israel Bookshop, The Butchery und Cheryl Ann's Bakery. Ich will euch bedanken für die schönen Wünsche Vanjas, Shalom Bainfeld, Leah Levitt und Tanya Lefman von der Organisation von der Sheres HaPleita in Boston. Und wir wollen euch haben Asach, schöne Begrüßungen in der kommenden Wochen, wie gesagt. Jetzt, weil es ist noch frisch und wichtig und beulet, unser Interview von letzter Woche mit David Brown noch einmal. David Brown ist ein ständiger Mitarbeiter von unserem Programm und ist auch der akademische Direktor von dem JIVO-Sommerprogramm und gibt über wichtige Informationen. Hatanoa und einen schönen Dank für den Herrn und einen süßen, koscheren Pesach. Mit mir ist David Brown von dem JIVO-Instituts Uriel Weinreich Sommerprogramm. David, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom, Meir. Efter kannst du übergeben die genaue Protem, wie so heißt die Programm und wann wird das sein und was tut sich Jahr und ein bisschen Information wegen dem. Gut, fein. Die Programm heißt schon 54 Jahre. Die Sommerprogramm für jüdische Sprach, Literatur und Kultur aufgenommen von Uriel Weinreich beim Jüdischen Wissenschaftlichen Institut. Und das ist die bekannte und die historische intensive Sommerprogramm von Jiddisch, was pflegt sein
die erste Jahrzehntlicher nur in New York, Ponem el Ponem, und die letzten 2 Jahre ist das rübergegangen auf der Internet, kybernetisch, zulieb der Magefe. Alle sind geblieben in der Heim und haben gelernt von bei sich. Aber wir kommen zurück via Ponem el Ponem dicke Schule. Wir wollen haben beide Möglichkeiten das Jahr in unsere verschiedenen Madriges von Lernen. Wir wollen haben Klassen Ponem el Ponem in dem Center für jüdischer Geschichte, wo der Jivo gefindet sich. Das ist 15 West 16. Gas, nicht weit von New Yorker Universität. Und wir wollen auch haben die Zoom-Möglichkeiten, die Internetsmöglichkeiten, was wir haben gehabt. Also als Menschen dürfen nicht anfangen in New York, sich zu beteiligen. Wer es will, kann. Wer es will, bleiben in der Heim, kann bleiben in der Heim. Wo das soll nicht sein und sein verbunden mit uns kybernetisch. Das ist nicht hybrid, also wie in anderen Programmen, was man ruft Hybridprogrammen. Das heißt, als in ein Klasse wird nur sein eine Möglichkeit. In ein Klasse werden nicht sein die Möglichkeiten von sein verbunden zu sein Tage in Klasse oder zu sein verbunden mit dem Computer sein. Das heißt, es wird nicht sein als Situation, als 5 Menschen werden sein in New York in einem Klasszimmer und die anderen 5 werden sein, einer in Mongolien, einer in Irland, einer in Chicago und so weiter. Ist oder durch Zoom oder Ponem el Ponem in einer Klasse bei Niveau. Wir wollen haben die traditionelle Madriges, was wir haben allemal gehabt. Faktisch haben wir zugegeben in die letzten etliche Jahre. Also als wir haben im Prinzip von Aleph bis Wov 6 Madriges. A Teil Klassen dürfen mehr Talmidim. Interessant, dass zulieb der Pandemie haben sich verschrieben, so viel Talmidim auf so viel Kursen, internationale Kursen online, als es seht euch, als wir werden Lefscher nicht haben können, Aleph. Das ist dafür ein gesunder Simen, weil das meint, als Menschen kommen schon an mit einem Anheb hinter sich. Sie kommen an in unser Base, Gimel Dalet und so weiter. Vor ein Jahr haben wir zugegeben, a Wov, a höchste Madrege. Efter wollen wir das haben euch das Jahr, aber es ist klar, als wir wollen haben zwischen Base und Hey. Base Gimel Dalet und Hey werden sein das Jahr. In beide, mit beiden Möglichkeiten, wie gesagt. Von wann kommen die alle Talmidim Hayyar? Wie ist es gewesen historisch und wie ist es etwas anders? Ja, historisch ist das ständig gewesen ein internationales Programm, ist angefahren von der ganzen Welt, gedeiht zu sein in New York. Ist ein Teil von der größeren Überlebung ist gewesen, das Lernen sich in einer Klasse, Ponem el Ponem, in einer Universität. Früher, die Jahren ist das gewesen Columbia, dann noch NYU, dann noch etliche andere Orte. Heintige Tag ist das in dem Jivo-Gufe, in dem Binyan, wo der Jivo befindet sich, wie ich habe gesagt, im Center für der jüdischen Geschichte. Und, aber die Talmidim sind gewesen von Umetum ständig. Und das Jahr bleibt das also. Das, was über die letzten 2 Jahre haben sich angeklebt, so viele Menschen von verschiedenen Orten, was seinen früher nicht gewesen, ist zu lieb dem, was man gekannt bleiben in der Heim und sich einsporen, Hitzoes von Fliehen und von sein in New York und so weiter. Das ist gewesen eine Meile von der Programm, also wir haben nicht gekannt durchlassen die Möglichkeit, das weiter anzuboten der Welt. Es ist euch klar, als Poshet zulieb dem Gesundzustand von der Welt haben wir das nicht gekannt abrufen, weil wer weiß, was es wird sein in Juni und Juli. Heißt es, als es ist gut zu haben, Alkohol zorische Leute ist gut zu haben, eine Zoom-Möglichkeit, Tomer darf mir sich noch einmal versparen, wer weiß, was es kann geschehen. Was ist der Eufen, sich zu registrieren und sich zu wissen weiter wegen dem? Nun, wir haben verlängert den Termin von den Applikations, weil wir haben gesehen, dass der Interesse ist sehr lebendig.
Wir haben schon eine ganz volle Regime Talmidim verschriebene schon, aber wir haben noch Ort, also wie wir haben verbreitert die Programme, sie soll sein Saiponem, Elponem und sei kybernetisch haben wir noch älter. Jetzt haben wir das verlängert bis dem 15. April. Bis zum 15. April wird man können sich verschreiben. Wer es will sich verschreiben, soll gehen zu der Website von IVO und Punkt von der Sommerprogramm. Wir können es finden in allgemein auf der Seite von IVO, yivo.org, aber wir können gehen direkt zu summerprogram.yivo.org und das geht direkt zu der ganzen Beschreibung von der Sommerprogramm zusammen mit der Applikation. Es ist da finanzielle Hilfe teilweise für solche Menschen, was nötigen Sachen dem. Die Daten von der Programm seien also. Der Hauptteil von der Programm ist von 21. Juni bis 29. Juli, das heißt 6 Wochen. Und das ist ständig, also die letzten Jahrzehnte, was 6 Wochen ist der Hauptteil von der Programm. Eine Woche früher, für solche Talmidim, die kommen zurück oder kommen von anderen Kursen und wollen überhasern Material, either sie nehmen Schwimmen tagtäglich in die Klassen, können sich verschreiben auf dem Überhaser-Kurs. Der Überhaser-Kurs, auf Englisch rufen wir das Refresher-Kurs, das wird vorkommen von 13. bis 17. Juni. Das ist umsicht, dass man ist schon verschrieben auf der ganzen Programm, kann man zustehen zum Überhaser-Kurs umsicht, nicht doch eine spezielle Option für den. Und nach der Programm, das heißt noch ein Kern von der Programm, was endigt seit dem 29. Juli, seien da für die samme höchste Madreiges, die, was haben sich schon beteiligt in der Programm dem Sommer, oder solche, was in früher dicke Sommer, oder was kommen von anderen Instituten, können sie sich beteiligen in einem Kurs, was ist abgegeben, Talmidim, was seien schon aktiv in Jiddisch-Forschung oder professionell oder wie Bienekünstler und so weiter. Das ruft sich der weiterdicker Stapel. Das wird sein von dem 1. bis zum 12. August. Also das ist übrige 2 Wochen, wo seien wie gesagt, da solche Menschen, wo seien schon engagiert mit Jiddisch, künstlerisch, professionell, pädagogisch, wissenschaftlich, was wollen verbessern, sehr Jiddisch-Kennschaft. Der Riker ist das wegen Sprache, aber auch wegen Forschmethoden, was benutzen sich mit der Sprache. Nu, es fordert eine Sache Zeit, was wegen Geld? Wie viel kostet das? Das ist nicht eine billige Sache, sondern da hat es alles für einen Kurs und öfter euch für andere Sachen, ja. Verkehrt, es ist gar billig, als man nimmt in Betracht, wie die Welt sieht ist und wie das universitätische, der Schar-Limit sieht ist bei gewöhnlichen amerikanischen Instituten. Also als der voller Schar-Limit auf unsere 6 Wochen, was wir können verlängern auf 7 Wochen, ist $2,600. Und ich habe vergessen, 2,650, ich vernehme Sachen nicht mit die Geld in Jonen. Aber also ist das an Erich und als man klärt rein, als von dem kann man kriegen 4 Punkten, amerikanische universitätische Kurspunkten, hat man sagt, dass das ist auf Gora Größe mitziehe, weil ab 1 Punkt allein kann schon betreffen $3,000 in einer heutigen amerikanischen Universität bei Buenos Aires. Also als das ganz billig lefi Erich. Aber es ist da finanzielle Hilfe für solche, was bedarfen das und wer darf das, kann anschreiben wegen einer erneut in der Applikation. Richtig, ich habe gedacht, fragen, wie billig ist es? Und da sehe ich auf der Webseite, also der Schar-Limit ist 2,680. 2,680, okay, danke. Amerikaner-Dollar. Amerikaner-Dollar. Und der weiter dicke Stapel hat euch einen Preis dort. 2 Preise sind da,
Efter siehst du das mehr dort auf dem Ekran. Es ist da ein Preis für Nicht-Mitglieder von Jivo, es ist da ein Preis für Mitglieder von Jivo und wie gesagt, für den weiter dicken Stapel ist euch da finanzielle Hilfe, da man darf nicht. Teilweise hilft es da. Und der Termin für Applikations ist verlängert geworden bis dem 15. April, wie du hast gesagt, David. Aber der Schutzscharlimit ist hat so es für Bücher und das kann sein bis $100, 30 bis $100, steht auf der Webseite. Aber in 4 Jahren ist größer, hat so allemal gewinnt, wo zu wohnen und bezahlen für dem, ob man darf etwas neu wegen dem Jahr? Nein, als in dem Zusammenhang ist alt. Wir wollen haben etliche reservierte Orte in ein Internat für die Talmidim von New Yorker Universität, NYU Dormitory. Wir wollen haben die reservierte Orte nur etliche weiter dicke Tage. Also als wer es will wohnen in New York und darf wohnen in dem Internat von NYU, darf sich Tage von mir verschreiben und uns losen wissen, dass wir sollen sie kennen losen wissen. Sie wollen halten die Erde nur eine begrenzte Zeit. Wie viel die Zeus für dem seinen weiß ich nicht, das ist ein Geschäft zwischen dem Talmud mit dem Universität. Wir seien die Vermittlers, aber wir seien nicht die Hauptmachers, wahrscheinlich die Geschäften mit dem Internat. Und allebei wollten wir das gekannt verlängern, aber zum Bedeuern kennen wir nicht. Und der Jivo allein hat noch kein Monitorsgebäude, kein Internat für Gäste von Jivo. Das wollte wir nachholen. Also eins haben wir aber noch nicht. Jeder einer, was kommt an und wird nicht gefunden an Ort in dem Internat, wird sein bei Mishpoche, bei Chaverim, Airbnb und andere Möglichkeiten, was wir können gefunden durch die bekannten Mittel für touristische und andererlei Mittel. Wer seien die Lehrer? Von wann kommen sie? Kennst du öfter Dämonen etliche Namen, was wollte gewinnen öfter bekannt? Oder wollten darf sein bekannt? Mhm. Mit einem weiterdicken Stapel werden anführen Miriam Trin und Eliezer Liborski. Miriam wird euch sein ein Lehrer für die höhere Klassen von Literatur. Ich will sein ein Lehrer von Sprachklassen. Ein größer Teil von unseren Lehrern von früher dicke Jahren, sehr gerottene Lehrer, was haben sehr auf einem Schem, wollen sein zurück mit uns Gershon Preis und Michael Jaschinski und Perl Teitelboim und Nina Warnke und Vera Sabo und noch. Sehr Sache. Lass mich noch sagen ein Wort wegen dem Tagplan. Das sieht euch also, der obligatorische Teil von der Programm. Jeder einer muss ankommen in 2 Klassen in der Früh. Eine Klasse ist Sprach und eine Klasse ist Lernen oder Literatur. Kiemat unter halben schon mit 20 Minuten faktisch, lernt man sich in eine Klasse in der Früh und dann noch unter halben schon mit der Hafsocke von einer halben Stunde zwischen sie. Das ist ein Muss, das ist bei allem, das ist der Kern von der Programm. Und alle Tage, Montag bis Freitag. Montag, Mittwoch und Freitag ist euch da zu ein Show eine Schmuesklasse. Also als eine Sprachklasse, eine Literaturklasse und 3-mal eine Woche eine Schmuesklasse sind die obligatorischen Klassen für jeden einen in der Programm. Aber noch Mittag, noch die alle obligatorische Klassen, kann man gehen auf Lektions und Seminaren und Werkstatten und verschiedene andere Programme, wo seinen, also sozusagen die Extracurrics, die seien die Hutzprogrammige Sachen, wo seinen aber in derselben Zeit beim es ein Teil von der Programm. Und wer sie kommt auf mehr, wer sie kommt auf weniger, aber sie seien da und sie seien ein sehr beliebter Teil von der Programm, also eine Bereicherung von der Programm. Wir haben
a Serie Lekties wegen der jüdischen Zivilisation, rufen wir das, die Lektieserie wegen der jüdischen Zivilisation. Das besteht von 2 Lekties a Woche, öffentliche wissenschaftliche Lekties, eine auf Englisch, eine auf Jiddisch, was wird gehalten von professionellen Forscher in dem Trum von das kann sein in jüdischer Literatur, Geschichte, Sprach, Theater und so weiter, und Kunst und so weiter. Wer es will, hören die Lektions von die vergangenen 1, 2, 3 oder 4 Jahre, 3 Jahre, dachte ich mir, können sie angucken, können seine Zuhörer, Zugucker auf dem YouTube-Kanal von Yivo. Der Yivo hat einen YouTube-Kanal und wir haben dort nachgestellt alle Lektions, die sind vorgekommen in Mescher von den vergangenen 3 Sommerprogrammen. Ja, außergewöhnliche Lektions auf Jiddisch. Und wollen die kommenden Lektions auch sein auf Jiddisch auf YouTube? Ja. Gut. Ja, wir werden sie verbreiten. Also, man wird sie kennen, Herren, heißt es in der faktischen Zeit, wenn sie kommen vor, der breite Eulen, nicht nur die verschriebene. Dank für der Mann, weil mit dem haben wir gewollt, beteiligen Menschen, also solche, die sind nicht verschrieben in der Sommerprogramm, sollen euch haben ein Gefühl, also haben eine Nonnkeit zu der Sommerprogramm und sich beteiligen, heute durch ein Reinkommen, ankommen auf die Lektions, hören sie durch der Internet. Sie machen mir, Teil wollen wir machen, Ponem, aber alle wollen sein transmittiert vor der Welt. Gut, hoffen wir zu melden wegen sie lass uns wissen, ob du kannst, wenn sie wollen kommen, wollen wir melden bei unseren Zuhörern. David, ich wünsche dir das auch Herzlache und die Zuhörer sollen wissen sein, als man kann sich da wissen wegen dem beim Yivo Webseite summerprogram.yivo.org, summerprogram.yivo.org. David, schönen Dank. Dank dir, Meier. Seid alle gesund.